Gott Sien nie het volk op Erden nummer 13. Jün reden als Johannes. En de vandaagse predigt waar we zijn, wo Gott ons te tiden nicht bloß in Troubles ineenbringt, aber wo hij ons ook eruit brengen kan. Vielleicht wirst du van der moutloos. Der Herr will die helpen, en die ook nie een mout geven. Laatste week zagen we dan, wo Jozef immer war von Potiphar seine beise Früh versorgt wordt, en wo hij durch den Herrn seine Kraft diese Versicherung war stund. Als hij zich doorjegen werd en van wegrand, bracht dat vereerst zeer slechte Folgen met zich. Hij had het rechte gedonen, aber hij moest dafür lijden. Einstmal moet we dafür die betonen, wann wir das rechte donen. Dem Satan gefällt das so schlecht, wann wir in seine Versicherung nicht anwählen, dat hij dann mit wat andere Trick schlägt. Bei Josef deed hij dat dann durch Potiphar seine Früh. Eerst baut sie sich immer weiter an, weil sie zo'n groot Verlangen nach ihm hat. Nu dreht sich das Ganze. Nu hat sie bloß ne grote Haut ab ihm. Sie verklärt Josef en beschuldigt ihm, dat hij angegripen deed. De bewijs wie je de rock, wat zij hem vom Lief gereten had, als hij wegrand. Dit bracht den Josef nu een grote Trouble. Zij had je zijn rock als bewijs. En zo ging de Früh voorts naar haar man en zei hem dit. Dat is je te verstonen, dat de Potiphar den Josef voorts op een stede in gevangenis smijt. Nu wird het klar, dat Josef seine scheine tijd en Potiphar zijn huis ever weer. Dit weer alle zo ramgekommen, wils Josef seinen Gott gegenüber treu weer en zich nicht versendigen will. Dat Gott het toelaat, dat Menschen einstmal für Goudstonen motten eigentlich erleben, es menschlich te beseinen nicht te verstonen. Ik denk hier an de tijd, als ik een Schaulehrer weer. Einstmal gaf dat in de klas Trouble, wann de Lehrer een paar Minuten weer uitgegaan. Dat kon passieren, dat wann hij terugkwam, weer alles van de wandtafel afgelascht, wat de Lehrer door hadden opgeschreven. Wer had het gedaan? Alles weer stil. Keiner werd zich den Schuldigen te nahen. Endlich wordt zich vielleicht een kind wehren, de Wahrheit te sagen. Der Rechtsschuldige wordt bestraft, aber dat kind, wat de Wahrheit gesagt had, wordt nachher op een weichen huis getuurleid van de Kinder, wat het oorjad. En zo moest dit kind doorver lijden, wann hij ook dat rechte gedonen had. Waarom jaft het einstmal zoont, dat wann Menschen Goudet tonen, sie dan doorver schlechtet erleben? Dit is een vrouw zo oud als de mensheid. Nee, dat geht op een menschlichen Weg nicht te verstonen. De gottesfurchtige Mensch Hiob wordt het in seinem Leben ook aan. Hij wie een oprechter man, zoals dat keinen anderen gaf. Doch bij al dem leidt de Herr daartoe dat hij zijn ganze familie verloor en bovenop nog zijn gezondheid. Hij vroeg je immer weiter, waarom Gott hem so bestraft. Aber dat wir je nicht Gott seine Straf. Gott hat dat van stoutje toegelaten, wils de Satan door nou gevraagd had. De Satan wil durch dit bewijzen, dat Hiob Gott vervlochen en zijn Glauben ganz aufzeigen wordt. Dat kan wel ik zeggen, dat de beise Feind ook van Gott de erlaubnis had, durch dit erlebnis den Josef noch doller op een proef te stellen. De Feind wil Josef verdorven, aber Gott will durch den Josef noch noder no aantragen, zodat hij am Lothar noch doller vertrouwen en noch beter dienen wordt. Ik wonder wat Josef zich dan zo gedacht heeft, als hij door in dem Tjannings in Gefängnis zat. Bestimmt heeft hij zich ook deze Frauen gesteld. Jet die dat ook zo? Moest du van dir Anrecht lieden, wils du Goudet gedaan hast? Dat komt in onze Welt zeer ver. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo das mal wenig Gerechtigkeit gibt und wo wir nicht immer kurz den rechten Lohn kriegen, wann wir auch sein Gehorsam gewast. Die Bibel sagt uns aber hier, was sehr tröstlich ist. Josef saß da im Gefängnis nicht allein.
Dat sagt in 1. Mose 39, Vers 21 so. De Herr overwier met Jozef en dreid zich in zijn truno aan en gaf am gunst en uren van den bovensten opzichter en Gefängnis. Vergone werk zie ik, dat de Herr ons niet unbedingt uit Schwierigkeiten rütholen deed. Hij deed ons over derch de Schwierigkeiten durchhelpen. Hij weer kraakt door am Gefängnis met Jozef. Hij weer met am, sagt de Schrift. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt der Apostel Paulus ons, dat je keine andere als menschliche Versicherungen. Gott aber ist treu, der dort nicht taulat, dat wir even ans Familien versorgt worden. Aber mit der Versicherung merkt er auch ein Uitweg, dat wir die verdreuren können. Dort funkt Jozef hier im Gefängnis auch uit. Gott merkt für ihm auch einen Weg, so dat hij diese Versicherung verdreuren kann. Hij gaf am Gunst bei dem bovensten Opzichter. Dort kann bloß der Herr. Gott kann auch Menschen horten, wat am gar nicht können, so drehen, dat hij seinen Willen durch diese Menschen erfüllen kann. Gott hat einen wunderbaren Plan für ganz Ägypten und für all die Länder rundherum. Jozef wie eine Med von diesem Plan. Dat wir nu noch ein beetje schwor sich so einen Plan fertigstellen, wenn Jozef noch im Gefängnis saß. Aber Gott hat eine lange Geduld. Und hij will Jozef hier im Gefängnis noch viel beibringen, wat hij anderswegen nicht so leicht lehren kann. Hij will Jozef sein Vertrauen im Herrn geratenwalsen lassen. Dort kann der Herr dem Jozef viel leichter im Gefängnis beibringen, als da, wo das einmal leichten Schein ging. Wir lehren auch viel mehr von Gott, wann wir in Not stecken, als wann alles wunderbar glatt geht. Jozef teken sich hier im Gefängnis so uit, dat die Absichter am über all die Gefangenen sahen, so dat Jozef dat hier kragt so als bei Potiphar alles gelegt, wat hij anfout. Dort wie mehrlich, wils Gott mit am wir en am dort die Gnade gaf. Eines Tages schmeidt der Pharao von Ägypten 2 von seinen ersten Arbeiter im Gefängnis. Dat eine wie ein Koffelrädchen, dem seine Arbeit wir, den Tjerning sein Eten, auch sein Wien aufzuschmachen, en am dort dann zu riechen, en am so zu bedeinen. Der andere wie die Bacher, wat am das Brot bakt. Die Bibel sagt das nicht, woran die Tjerning sich so sehr even angeordnet hat, dat sie hier ansetzen mussten. Wo lang sie im Gefängnis wären, sagt uns die Schrift auch nicht. Wat aber passiert wir, dat diese beid jeder einen Traum haben, wat sie nicht dienen können. Als Jozef an zu Marius sagt, en dat sie sehr traurig wären, frug er an danach. Als hij die Traum hielt, seht er an voorts wat passieren wird. Der Koffelrädchen wird bijna 3 Jahre war bei seiner oude Arbeit angestellt worden. Aber der Bacher wird an 3 Jahre vom Tjerning angerecht worden. Als Jozef an dit gesagt hat, dann seht er zu dem Koffelrädchen, denk an mich, wann die dat erst war gut geht. Du mich nicht vergeten, aber erwähn mich beim Pharao, dat ich doch uit dit Gefängnis rütkom. Ich sie gestohlen worden von dat Land von der Hebräer, und auch hier habe ich nichts gedonen, woran sie mich in dit Gefängnis geschmeten haben. No 3 Tage wordt het kraakt so, als Jozef gesagt hat. De Bacher wordt gehangen, aber de Koffelrädchen wordt weiter in seine vorherige Arbeit angestellt. Bestimmt hat Jozef die erste paar Werk sehr danach gelüht, dat durch das gouden Wort vom Koffelrädchen hij doch Paul wird freigelassen worden. Dat wie aber nicht so. Die Schrift sagt, aber die Koffelrädchen dacht nicht mehr an Jozef en vergaat am. Dit is een Bild van dort, wo met alle Menschen gepleegd zijn. Dat is de ondankbaarheid. Denk je mal aan, wo vrouw des Mensch doch weer, als Jozef am de gouden uitleiding van zijn droom gaf, en als dat no 3 Tage kraakt zo uitval. Wo kon hij den Jozef zo schwind ganz vergeten? Door komen eenmaal 10 uitsaltsche mannen naar Jezus.
Uitzoals is een schlimme huidkrankheid, die het in de Bibeltijd veel gaf. Jezus heilde aan alle, en ze gingen vrouw davon. Aber als sie erst weer in Ängstje gegangen, dacht op einmal einer daran, dat hij soll teruggaan om zich bij Jezus te bedanken. Jezus zei dan zu ihm, wären doch nicht Tieren, wat von den Uitzoals rein worden? Wo sind die Nähen? Weil wir dort voorts te leer annehmen, dat wir immer darüber nadenken, wat vergoudet der Herr von der für uns gedonen haft. Weil wir auch daran denken, woveel andere Menschen uns geholpen haben. Kann das sein, dat wir ihre Hilfe haben angenommen, aber niemals Dankbarkeit dafür bewiesen? Wann hast du das letzte Mal deine Eltern gedankt, dat sie die Geld abgetragen haben und sich mit die viel mehr in Ankosten gemerkt? Wenn du befreit bist, dann möchte ich dich fragen, wann du das letzte Mal deine Frau bedankt hast, dat sie die so treu helpt und für die kirkt und nur die Kinder abhost. Ist das nicht ein großer Dank wert? Um den Dank zu beweisen, wird es gar nicht schlecht sein, wenn du das auch bewiesen wirst und nicht bloß durch wieder. Schreib ihr doch mal wat al lang gejankert haft. Ist sie dort nicht wert? Denk bloß mal nach, wo das sein wird, wenn sie auf einmal nicht mehr da wäre. Dasselbe gilt auch für die Früh. Wann hast du die das letzte Mal bei deinem Mann bedankt, dat hij für die in die Kinder sorgt? Dat hij die treu is in die Leib bewiest? Doe dat en zei hem dat ook wofür du dankbar bist. Dat wordt hij zeer veel rekenen en dat wordt je Verhältnis noch beter merken. Dankbarkeit kann einer nicht sehr genug betonen. Dat sagt in der Schrift sogar, dat die Undankbarkeit die erste Schritt in het Heidentum in hen is. In Römer Kapitel 1, Vers 21 sagt dat, als sie Gott schanden, deuten sie am nicht als Gott verherrlichen und brachten am nicht Dank. Aber in ihre Überleihungen verfallen sie in Dummheiten, in ihr unverständiges Hort wordt verdunkelt. Paulus erklärt, dat als die Menschen in der oude Tijd noch Gott schanden, kommen sie davon langsam auf. Der Grund wäre, dass sie Gott nicht verherrlichen deuten, und sie wären nicht mehr dankbar. Undankbare Menschen denken gewöhnlich bloß an sich. Alles dreht sich an und auf andere geht. Undankbare Menschen haben gewöhnlich keine Zeit, an andere zu denken. Da werden wel einer das Liebste nicht hören, mit undankbaren Menschen taub spazieren. Der Kuffelredger wie so ein Mensch. Als er erst frei war, dacht er nicht mehr an Josef. Sein eigenes Scheingonen deed am ganz beschäftigen. Aber Gott braucht diese Zeit, um Josef seine Geduld und Uitdauer zu vermehren. Da am Gefängnis wird die beste Stadt dort zu lehren. In Kapitel 41, Vers 1 wordt uns gesagt, dat no 2 Jahre de koning ook 2 Träume had. Dat meint, dat Josef nu al 2 Jahre verjefst geluurd had. De Pharao had 2 sehr sonderbare Träume. Bij den einen Traum stehen 7 Vaterkieën uit dem Riefer, en großden mank höret Gras. Dann stehen 7 mehrere en verhungerde Kieën uit dem Riefer, en frauten de Vaterkieën ab. En zijn tweeden Traum zag hij 7 scheine Vaterohren uit dem Halm wassen, en dan zag hij 7 derne verdreigde Ohren uit dem Halm komen. Die verschlungen de Vaterohren. Über diese Traum wird der Pharao sehr beunruhigt. Keiner von seinen viel Wahrsager können am sagen, was dit te bedienen hat. Bloß dann dacht der Kuffelredger auf einmal an Josef, und wo er einmal seinen Traum richtig uitgelegd hat. Dat dir dann auch nicht lang, bis Josef uit dem Gefängnis geholt und vor dem König gebracht wird. Wo wirst du die gefeilt haben, wenn du plötzlich uit dem Gefängnis geholt wirst und dann kurz vor den höheren König stonen musst? Ich glaube, dat wir auch für Josef nicht sehr leicht,
wie sie dort viel eier gewandt wir, de Schob zu heiden, aus ver den Straumen Pharao zu stonen. Aber nu wir hier. De Kenning früch am dann, ob hei den Traum dienen können. Dann lesen wir in 1. Mose, Kapitel 41, Vers 16 so. Dann antwortet Josef dem Pharao in Seed. Dort steht nicht bei mir. Gott wird dem Pharao antworten, wat am zum Heil dient. Wat meint Josef damit? Hij seht dem Kenning bloß, dat hij uit sich selbst dat gar nicht kann. Gott wird derjenige, wer am den Traum uitleihen wird. Bei Josef ist hier kein Teken von Stolzheit. Hij had je vielleicht auch sagen können, jo, dat kann ich gut, wie es hij sich ab dort verleiht, wat hij immer hat gedonen. Aber dat wie hier nicht der Fall. Hij bekannte ganz einfach, wo dat wir. Dort, wo die Menschen arm aus Klugheit hadden angerechnet, wir bloß nur gov, wat Gott am gegeben hat. Hij bekannt sich für diesen heidnischen Pharao ganz klar zu seinen Gott. Josef schämt sich nicht, seinen Glauben zu bekennen. Wo sieht das bei uns? Die erste Frage ist, ob du einen lebenden Glauben überhaupt hast. Worauf verlässt du die, dass du noch einmal bei Gott im Himmel sein wirst? Wenn du die auf deine gute Worten oder den Schmacksennen verlässt, dann wirst du niemals dort ankommen. Der Apostel Paulus sagt eben das so. Je sind uit Gnade durch den Glauben gerat, und dort nicht uit Jünd, dat es Gott seine Gov, nicht uit de Worten, so dass sich nicht irgendwer prolt. Bloß wer sich dorthin entschlitt, sich ganz ab Gott seine Gnade zu verloten, wat hij uns durch Jesus bewiesen hat, der haftet ewige Leben. Dort ist der wahre Glauben, wovon wir in der Welt reden sollen. Jesus sagt, wir sollen seine Zeichen sein. Josef wird dort hier für diesen Kenning. Hij weiß am nur Gott. Hij sagt, bloß Gott kann die beantworten in die Wesen, wat zu dien Heil dient. Vielleicht bist du all ein Kind Gottes geworden durch den Glauben und du hast geprüft, zu anderen davon zu reden. Vielleicht bist du sogar mautlos darüber geworden, willst du bloß darüber lachten. Ich mocht die Maut merken, nicht abzugeben. Sieh treu daran. Der Herr kijkt nicht, ob wo viel Menschen ans Bekenntnis annehmen. Er kijkt, ob wir treu sind. Gott bekannt sich auch zu Josef. Er gab ihm die Diedung für den Traum. Die Bediedung war, dass erst wurden 7 gouden Jahren kommen, wo das Rieve Erntes geben wird, und dann wurden 7 mehrere Jahren kommen, wo das Hungersnood geben wird. Dann sieht Josef den König, was er tun soll, genug Getreide taub zu sparen, dass genug wir für die schlechte Tiden. Als der König dort hielt, gefallen der Rotseier. Er sagt ganz klar, dass Gott in diesen jungen Mann lebt. Dann sieht Pharao zu seinen Dienern, wo wir noch einen finden, aus diesem Mann, in dem der Geist Gottes wohnt. Und so wird Josef angestellt, als der höchste Regierungsmann führt das Nächste zum Pharao selbst. Der Pharao deed am sehr verehren und gab ihm sogar seinen goldenen Ring. Dort wie ein Teken, dass Josef dieselbe Macht hat als der König selbst. Er gab ihm auch einen anderen Namen, Safenat Paenach. Den Namen bedeutet, Gott redt, er lebt. Boven darauf gab die König am ne goude Früh. Sie heit Asenat, und wir die Tochter von den Priester von On. Nu wird Josef al 30 Jahre alt und hat al für 13 Jahre nicht seinen Vater oder seine Geschwister gesehen. En diese 13 Jahre hat der Herr am wunderbar gemerkt und geführt, seinen Plan auch für Jakob und all seine Nachkommenschaft rein zu merken. Darüber will ich dann in einem Monat weiter reden. Was wir von dieser Geschichte von der besonders lehren ist, dass wir manches Mal wegen Goldstonen leiden müssen. Wir sehen auch, dass Gott diese schwere Tiden braucht,
ons geduldig te maken en ons rij te maken voor die tijd, wanneer hij ons besonders brokken wil. We zijn in deze Geschichte aber ook, wo gefährlich die Undankbarkeit ist. Die kann uns bloß schoden. En Josef zei wie, dat Gott uns alles geven kann, wat we brokken, wann we willig zijn op den Herrn te luren en te vertrouwen. Dou dien vertrouwen doch ook ganz op zaten. Zu der rechte tijd wordt hij die oprechten en dat geven wat du neidig hast. Wel we nu nog beten. Lieve Herr, ik dank die dat du Josef so vierst. Du leidst am nicht an seine Troubles omkommen. Du vierst am dodurch. Wann du von der Sonne Tauhierer sein, wat ook in ihr Leben große Schwierigkeiten haben, dann berg die, dat du an Geduld jafst, ob die zu lüren, in er vertrauen ganz ob die zu saten. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, wat je op dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op alle hier.